Moin, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ähm, Wir befinden uns im Jahr ungefähr 1960. Elmar hat sich etabliert mit mit ihrer Schule oder mit ihren Schulen, mit diversen Schulen, wo sie arbeitet. Sie hat Chöre, sie hat Volkstanzgruppe und sie hat einen Mann kennengelernt und war mit dem auch schon auf Reisen. Der Mann, der mein Papa wurde. Ja, da steigen wir jetzt wieder ein. Wir haben viel von Schule gesprochen, viel von Arbeit gesprochen. Und jetzt geht es darum, dann doch nochmal wieder reinzugehen in das Privatleben. Also das Privatleben, zu gucken, auf welchem Stand war denn zu der Zeit mein Papa, der war ja 4 Jahre jünger. Und wie war das Kennenlernen, also dieses Verwobensein mit den jeweiligen Eltern. Ja, also in früheren Zeiten war das ja anders. Heute lernen sich die Menschen kennen und sind dann relativ schnell getrennt vom Elternhaus. Das war ja nun bei euch nicht so. Das war ja alles recht eng. Und ihr habt auch gebaut mehr oder weniger neben den meinen Großeltern väterlicherseits. Also da hätte ich ganz gerne mal so ein Bild, wie das alles so entstanden ist, wie sich das anfühlte. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen verschwommen, auch in der Erinnerung. Als ich meinen Mann kennenlernte, da war er noch Lehrling oder war er schon Geselle? Ich weiß es nicht. Und danach ging er dann ja zur Staatsbauschule, um Ingenieur zu werden. In Oldenburg. In Oldenburg, ja. Und da war dann ja auch unsere große Reise. Aber geheiratet haben wir ja, wann war das, 58. Mhm. Und dann haben wir ja auch das Grundstück gekauft mit mehr oder weniger Geld. Darf Also, ich noch mal kurz fragen, ihr habt geheiratet? War das irgendwie wie war denn die Hochzeit? ja, äh, Heute gibt es da ja einen Riesenaufwand. oh ja, das war ja nicht mit Kranz und Schleier und Kirche und wir sind zu Fuß zum Standesamt gegangen. Es war ja nur 100 Meter oder wie viel. Ich hatte ein schönes Kleid, ja, natürlich. Aber kein weißes, ein schönes Spitzenkleid. Davon gibt es aber, glaube ich, überhaupt keine Aufnahme von diesem Tag. Wir hatten Und doch, wer war mit? bitte, Wer war mit? ich weiß nicht mal mehr, wer Trauzeuge war. Ich weiß es nicht mehr. Ist Das ist doch traurig, aber ganz komisch. ja. War das denn dann eine Familienfeier? Weil es gab ja Eltern auf Ja, deiner aber Seite und Eltern auf seiner Seite. Da muss ja irgendeine Feier oder irgendetwas gewesen sein. ja, das müssen wir ja um das Haus gehabt haben. Aber die Nachbarn sind eingeladen, das weiß ich wohl, die waren eingeladen. Aber wir sind ja weggefahren. Wir sind ja dann in die Lüneburger Heide gefahren. Ah, Darum weiß ich von dieser Feier auch so wenig. Und da gibt es ja ein einziges Foto. von der Lüneburger Heide. Ja, und das war noch ganz schöne Tag. Es war ja Oktober und es war Traumwetter. Mhm. Das weiß ich noch. Schön. Ich wollte ja nur mal so einen Eindruck haben, ne, von Ja, meinen Eltern. ja, ja. Und dann habt ihr relativ schnell angefangen zu bauen. Ja, Und es war ja so, dass Opa, also mein Opa väterlicherseits, Bauunternehmer war. ja, Fritz war ja schon da eingestiegen. Und mein Papa war dort eingestiegen. Er war ja dann Mhm. mit der Staatsbauschule fertig. Mhm. So zwischen, ich bin dann immer noch nach Oldenburg gefahren, habe ihn da besucht, das weiß ich doch wohl. Meine Mutter hatte ja schon ein Auto und ich hatte meinen Führerschein sowieso, ja. Hat er denn da gewohnt, richtig? Ja. Er hat da gewohnt, ja, konnte ja nicht hin. Mhm. Also montags habe ich ihn hingebracht und habe ihn sonnabends wieder abgeholt. Und das war dann ja auch eine Zeit, wo dann mein Opa alleine die Firma führen musste. Oder war er vorher sowieso auch noch nicht richtig drin? Nee. Da war er ja Er nur, hat ja, er hat die Maurerlehre abgeschlossen. Geselle, oder was war er? ja, muss ja wohl, ja.
Und dann Aber hat er auf der Staatsbauschule, dann ist er letzten Endes Architekt geworden. ja, da war er Bauingenieur, ja, Hochbauingenieur. ja, ja. Mhm. Und ist dann ja in den Betrieb mit reingekommen. Okay, und dann war aber relativ schnell klar, wo ihr baut. Ja, dann hatten wir ja, wie hieß es noch, Immanuel-Kant-Weg, Hoch, Hochspönig. Da hatten wir Na, das, zuerst war das, glaube ich, die Friesenstraße, 54C oder so ähnlich. Ihr wart offiziell erst Friesenstraße und später wurde das dann der Immanuel-Kant-Weg. das weiß ich nicht Aber mehr. ich. Und ja, das war ja mehr oder weniger Eigenbau, das Haus. Mhm. Vom Betrieb her, von der Firma her, kamen dann ja der Polier und dann die Maurer. Mhm. Und selber habe ich ja sehr viel auch da geholfen. Mhm. Steine schleppen. Das war, es war eine ziemlich anstrengende Zeit, diese Bauzeit. Und wir sind eingezogen, da war äh, das Badezimmer noch nicht mal richtig fertig. Das Klo war fertig und ein Zimmer Mhm. war fertig. Und da sind wir eingezogen schon. Mhm. Das würde ich ja nie im Leben wieder machen. Es war zu anstrengend. Und dann ist ja wann war das, 61, ist dann ja äh, Helge geboren. Helge geboren und 65 bist du dann auf die Welt gekommen und da war das der Zeitpunkt, wo gerade eine Heizung eingebaut Mhm. wurde. Da bin ich noch länger in Leer im Krankenhaus geblieben, weil ich zu Hause gar nicht wohnen konnte, weil alles durcheinander war. Und ja, dann bin ich dann natürlich weiter zur Schule gegangen. Es, ich weiß nicht, wie ich es alles geschafft habe. Ich weiß Aber es wie nicht. war das? Ja, das hatten wir ja schon, dass das Ja, andauernd also eine Überanstrengung war, permanent. Wenn man im Berufsleben ist und ein, zwei Kinder kriegt und baut und das kennen viele andere sicherlich auch, aber du hast es ja auch dann trotzdem weitergemacht, diese ehrenamtlichen Tätigkeiten und das Geld war knapp, das hattest du, ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das, immer war das Geld knapp. ja, Ja, ähm, die Firma lief mehr oder weniger, das war auch anstrengend. Ja, mit den Kunden war es anstrengend. ja. Das hatten wir alles schon. Aber wie war das Klima mit diesen beiden Familien? Oma, also deine Mutter hat ja nachher auch dort gebaut. Und das ist ja auch nicht viel später gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, Da lief ja einiges parallel. Und ich glaube, auch Opa hat umgebaut zu der der Zeit. hat, der hat zu der Zeit auch noch, ja, das war ja das alte Mansardendachhaus und er wollte ja auch ein Walmdachhaus haben. Hm. Und Oma hat gebaut. Und Oma hat dann Also deine Seite hat da auch meine gebaut. Mutter, äh, ja, dann war ja die Wäscherei schon weg. Also diese ganze Zeit, die ist so, ist alles ein bisschen im Nebel bei mir. Es geht Ja, teilweise habe ich das Gefühl, dass ich schon fast mehr weiß. von den Erzählungen, hast du mehr gespeichert. Naja, auch nicht von den Erzählungen. Ja, und meine Tante hat dann auch noch gebaut. Die ist ja, aber das ist 1970 gewesen. Das war deutlich später. Ja, Das war also 69, 70, ja. Aber ich kenne ja meine Kindheit gar nicht anders, als dass Oma und Opa Niemann dort gelebt haben. Also der zweite Mann von Oma. ja, Und ich vermute, dass sie auch um 1960 rum fast gebaut hat. Das müsste man nochmal nachgucken. Das heißt, es gab ja ein Familiengefüge, was sehr eng war. Das hatten andere nicht so. Also so eng nicht. Das, sowohl das, deine als auch ihre Familie in einer Straße auf,
ich sag mal, auf 100 Metern Stimmt. angesiedelt Darüber waren. habe ich eigentlich nie nachgedacht. Das stimmt, ja. Meine Mutter, die wollte wahrscheinlich in meiner Nähe sein. Ich weiß es nicht. Mhm. Und es bot sich auch an, dieses Grundstück zu kaufen, was ein bisschen unglücklich war, weil es ja in der Lechte musste ja zweistöckig bauen. Mhm. Es war ein ganz originelles Haus. Und ja, die Schwiegereltern waren dann in dem neuen Haus, neu erneuert, rund erneuert. Und ich kann mich noch an meinen ersten Besuch den ersten Besuch bei den Schwiegereltern, das war ja immer etwas Besonderes. Da kann ich mich noch erinnern. Wir saßen da in der kleinen Wohnküche, nicht in der Stube. Stimmt, wir saßen. Oder war das noch gar nicht? Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls Nee, sehe kann ich sein, mich, dass der Umbau war ja später. ja, wahrscheinlich später, weil er Ja, das ja genauso haben wollte wie ihr. ja, ja, Also ist ja, ja ja. euer Kennenlernen vorher gewesen. Ja. Ja, Aber das Gefüge, war das schön oder war das auch anstrengend oder war es beides? Dieses gibt ja auch eine Sicherheit. ja, ja, Ne, es gibt insofern eine Sicherheit, dass immer jemand im Notfall schnell da ist. ja, das war ja später, als die Kinder da waren, natürlich. Da war das, musste ja jemand da sein morgens, wenn ich ähm, die Haushaltshilfe hatte ich ja dann schon, als, als du geboren bist, hatten wir sogar zwei, glaube ich. Ne? Ne, also ich war Meine 1,5 Tante, Jahre alt ungefähr, als dann die Tante Platte dazu kam. ja, vorher war entweder meine Mutter oder meine Tante, Genau. waren dann zuständig. Die Und muss ja, die kam ja aus Ostrauderfehn. ja, die musste ich ja erst mal holen. Ja, aber alles andere war ja trotzdem sicher. Das ist ja immer, also ich stelle mir das anstrengend sicherlich vor. Die beiden Familien waren ja sehr unterschiedlich. Ja, hatten eigentlich auch außer bei Geburtstagen keinen Kontakt. Die waren wirklich zu unterschiedlich, ja. Mhm. Aber es gab Geburtstagsfeiern. Andere kennen das gar nicht. Man Wir muss es ja hatten, immer in Vergleich setzen. Es gab unsere 4 Geburtstage. So, ich bin jetzt schon bei meiner Kinderzeit. ja, Ja, das wurde immer alles zu Hause mit Kaffee und Kuchen und mit Schnittchen und so gefeiert, ja. ja, So. die ganze Familie. Die Ostroder Fincher Familie kam doch dazu. Mhm. Die Deterner Familie kam dazu. Wir hatten ja immer Mhm. ein volles Haus bei den Geburtstagen. Genau. Das war eigentlich sehr Und schön, die wenn du Feiern. Chorprobe hattest oder wenn du Tanz weiß ich gar nicht. Ja, ihr seid nachher auch noch tanzen gegangen selber. Ja, Tanzkurse Das in heißt, ihr der. brauchtet ja immer einen Babysitter und der war Ja, da. das war immer, das klappte immer und Da war immer Opa da. war immer Opa da. Oma nicht, aber Opa. Ja, Ja, also das war ja etwas Beruhigendes, dass selbst bei dem ganzen ja, äh, das hätten wir ja gar nicht. Chaos, was du da bewerkstelligen musstet oder ihr gemeinsam auch, dass Wir hätten das das ja lief. gar nicht machen können. Mhm. Chor und dann Genau. noch Tanzkurse und dann auch noch mal Besuche, Geburtstagsbesuche bei Freunden. Mhm. Wir hatten ja dann auch äh, ja, und Feiern und Schifferball und Gesangfestfeste und was wir alles da Mhm. hatten. Äh, Wir brauchten ja immer eine Person, die dann zu Hause war. Mhm. Und ja, ich sehe noch deinen Opa mit euch im Sofa sitzen und Bücher begucken und Das war immer sonntags morgens, ja. sonntags morgens. Kam er auch, weil Ja, Helge dann, war ja ein Frühaufsteher. ja, äh, auch wenn er nicht brauchte unbedingt, dann kam er auch, um mit euch irgendwas zu unternehmen. Das Mhm. war eigentlich sehr schön. Aber ich war ja dann auch entlastet. Mhm. Sonntags kam ja dann
keine Hilfe, da musste ich ja die ganze Arbeit Mhm. machen dann. Genau wie das jetzt hier auch ist. Ja, das waren anstrengende, aber auch dann wieder schöne Zeiten. Mhm. Ja. Aber das, was ich hier im Text höre, das bezieht sich alles auf Überbelastung. Das ist ja auch interessant, wie man filtert. Also was man jetzt für wertvoll erachtet, ist aufzuschreiben. Ja, hier ist sehr viel mit, das wurde noch und zeitlich, meine Tochter wurde geboren, da wurde es noch enger und ich brauchte eine ständige Hilfe im Haushalt, die kam dann ja auch, ja. Zuerst die Tante, das hatten wir alles gesagt und später kam die Tante Platte, Ja, ja, die ist dann ja fast 20 Jahre bei uns geblieben. genau. Ja, Und dann das war, kommt jetzt das Stichwort Urlaubsreisen, zuerst nicht dran zu denken. Richtig. Natürlich, ihr hattet euch ja auch gut, ich will nein, nicht sagen übernommen, aber die Zinsen waren damals sehr hoch und ihr musstet ja auch abbezahlen. Und ja, ich Papa, glaube sogar 12%. es war Es war elend hoch zu der Zeit. unglaublich, ja. Ja, so, und dann kommt ja die Schwierigkeit mit der Baufirma, dass eigentlich mein Papa sich da gar nicht glücklich gefühlt hat. Na, der war ja nicht glücklich da. Der war ja auch nur von der Tradition her, Hm. weil das ja schon wer hat denn die Firma gegründet? Der Urgroßvater Mhm. schon? Sein Großvater, meines Erachtens. Ja, Zimmermann war das ja damals noch. ja, ja. Und dann musste ja das an den Sohn weitergehen, auch wenn die gar nicht so sehr begeistert waren. Mhm. Er wollte ja eigentlich ursprünglich Lehrer werden. Also es hat ja eine Weile gedauert, bis ihr beide sozusagen eine Ruhe hineinbekommen habt, dadurch, dass ihr eine andere Stelle bekommen habt. Ja, Also ja. du hattest dann irgendwann die Stelle am Gymnasium, das war allerdings wesentlich später. Das war, kannst du mir sagen, welches Jahr das war? Da war Helge, ich glaube, ich war da gerade wahrscheinlich in der Grundschule und Helge kam zum Gymnasium. Helge So, kam das heißt, zum, muss so, ja, war dann auch so 1,72. ja, Ja. ja, Und gleichzeitig gab es dann ja auch diese Veränderung äh, im Betrieb. im Betrieb, Ja, dass ja, er dann irgendwann auch Anfang der 70er sich entschlossen hat, ja, äh, diese Stelle beim Landkreis anzunehmen, ja. beim Bauamt. Hattest du das denn irgendwie entdeckt? Ich habe das in der Zeitung gelesen, dass da ein Ingenieur gesucht wurde. Also er hat für dich gesorgt und du hast für ihn Genau, gesorgt. ja, Und das brachte ja eine Selbstständigkeit ist ja immer mit Unruhe verbunden, weil du immer Angst hast, dass das Geld nicht stimmt. ja, Dazu musst du geboren sein. ja, Und ihr hattet jetzt beide eure Stelle, dass insofern langsam eine Ruhe einkehrte. So ja, würde ich das jetzt sehen. ja, weil ich mein festes Gehalt hatte Und und er. ja, solange er in der Firma war, gab es ja, es wurde ja alles wieder investiert in den Betrieb. Genau. Der sollte ja größer Hm. werden, wie das so ist. Er Ja. wollte ja auch mit den anderen Baufirmen Ja, mithalten und ja, und ja, gleichzeitig wahrscheinlich nicht noch zusätzliche Schulden machen da. Und ja, das ist ja ja, ja, klar. So, und dann Familienbetrieb bedeutet ja auch immer dann noch wieder untereinander eine Auseinandersetzung, wie soll es denn ja, laufen und so weiter. Das sind die Details, die kennen wir nicht alle und man kann sich das irgendwie schon vorstellen, dass ja. das eine schwierige Geschichte war. Aber ich glaube, es reicht schon wieder, oder? Ja, wir können da jetzt eine Pause machen. Also machen wir einen zweiten Teil oder einen dritten irgendwann. Bis später.